Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker am Christoph Hansen. An den letzten Wochen hat ganz viele Schüler und Studenten gesehen, die alle auf die Straße gehen, für justement gegen den Klimawandel zu protestieren und für sich für mehr stark Politiken am Bereich Bekämpfung vom Klimawandel anzusetzen. Ich meine, das ist ganz wichtig, weil das geht um die Zukunft von den Jungen. Das ist wichtig, dass man den Baustein legen für einen Gegestrom hinzukriegen, für etwas gegen den Klimawandel zu machen, für die Erderwärmung zu bremsen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir hier mit angreifen. Hier am Europaparlament haben wir eine Entschließung, eine Resolution heute durch das Plenum gestimmt. Das war nicht ganz einfach, weil ganz viele divergent wühlen, aber trotzdem noch immer viel herrschen. Und ich habe heute mein Expert, das ist der Peter Liese, er ist der Koordinator bei uns an der Fraktion, den zu Besuch ist, er ist wirklich unser Klima-Expert. Und ich diskutiere heute mit ihm, was wir genau an dem Sujet gemacht haben. Peter Liese, vielen Dank, dass Sie bereit waren, diese TV-Sendung mit mir aufzunehmen und unsere Zuschauer zu informieren, über was es in dieser Entschließung, die wir heute angenommen haben, eigentlich geht. Kannst du kurz erklären, wie es dazu kam und was die Hauptpunkte in unserer Entschließung sind? Ja, wir haben mit großer Mehrheit eine Entschließung angenommen, in der wir erstmals ganz klar sagen, wir wollen, dass Europa klimaneutral wird. Das heißt, wir sollen nicht mehr Klimagase produzieren, als wir an anderer Stelle zum Beispiel durch Wälder kompensieren. Das heißt, wir müssen drastisch reduzieren in vielen Bereichen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich bin sehr froh, dass wir das gemeinsam hinbekommen haben. Und ich glaube auch, das ist ein erster Erfolg der Schülerinnen und Schüler, die demonstrieren. Denn vor einem halben Jahr hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir so einen Beschluss mit so großer Mehrheit hier im Europäischen Parlament schaffen. Aber das haben wir geschafft und darauf können wir, glaube ich, ein Stück weit stolz sein. Auch die Schülerinnen und Schüler können stolz sein, dass sie dazu beigetragen haben. Also es ist ja so, dass eigentlich alle Zweige auch der Wirtschaft eigentlich anpacken müssen, um etwas zu leisten, um weiterzukommen. Welche Zweige sind das und wie weit kann eigentlich Europa selbst bestimmen und wie wichtig ist die Vorbildrolle, die Europa eigentlich zu spielen hat im globalen Kontext? Ja, alle Bereiche der Wirtschaft müssen mitmachen. In dem Bereich der Stromproduktion geht das schon ganz gut. Wir haben drastische Steigerungen bei den erneuerbaren Energien und ein Land nach dem anderen beschließt, aus der Kohle auszusteigen. Aber es gibt Bereiche, wo es schwieriger ist, etwa die Landwirtschaft. Wenn man Kühe hält, entsteht Methan. Und das kann man nicht einfach dadurch lösen, dass man sagt, wir schlachten die Kühe. Da brauchen wir moderne Technik. Und wir müssen eben auch anerkennen, dass die Landwirtschaft auch für den Klimaschutz einen wichtigen Beitrag leistet. Ohne die Forstwirtschaft zum Beispiel hätten wir noch mehr Probleme beim Klima. Und das Zweite ist die energieintensive Industrie, wie zum Beispiel die Stahlindustrie, die in Luxemburg und auch bei mir zu Hause in Nordrhein-Westfalen sehr wichtig ist. Im Moment gibt es noch kein Stahlwerk auf der Welt, das klimafreundlich produziert. Man kann Stahl nur produzieren mit viel CO2-Ausstoß. Aber es gibt moderne Technologien, wie man das anders machen kann, zum Beispiel mit Wasserstoff und erneuerbaren Energien. Und das wollen wir fördern. Da kämpfen wir auch ganz hart. Gerade unsere Fraktion kämpft dafür, dass die Europäische Union Forschungsprojekte unterstützt, wie wir Wasserstofftechnologie zur Erzeugung von Stahl ganz konkret umsetzen. Das wird nicht von heute auf morgen gelingen, aber 2050 wollen wir da sein, dass man auch Stahl ohne CO2 produzieren kann. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir diesen Weg gehen. Denn wir könnten ja auch sagen, wir haben dann eben keine Stahlproduktion mehr. Aber erstens wird weiter Stahl gebraucht, allein schon um Windräder zu bauen. Also ganz so Energiewende ohne Stahl kann nicht funktionieren. Aber zweitens ist es ja auch so, dass in anderen Teilen der Welt die Menschen uns nicht folgen werden, wenn wir zwar klimaneutral sind, aber eben auch keine energieintensive Industrie mehr haben. Dem Klima ist nicht geholfen, wenn der Stahl aus China kommt. Deswegen müssen wir diesen Weg gehen, mit moderner Technologie die Stahlindustrie in die Lage zu versetzen, klimafreundlich zu produzieren. Das heißt, wir müssen internationale Standards eigentlich hier in Europa setzen. Du hast das angesprochen, die Stahlproduktion, es ist möglich, aber die Technik ist noch nicht ganz auf dem Punkt. Deshalb müssen wir jetzt dafür sorgen, dass die Produktion auch in Europa bleibt, dass wir auch die Hilfestellung leisten für die Industrie, um sich anzupassen. Ein anderes Thema hast du angesprochen, die Landwirtschaft.
es wird schon sehr viel gemacht. Zwischenkulturen werden zum Beispiel angebaut, um Klimagase einzuspeisen. Von der Landwirtschaft wird viel erwartet, aber wir müssen auch bedenken, Landwirtschaft müssen wir auch in Europa behalten. Das ist, denke ich, wichtig, wenn wir nämlich abhängig werden und auch Lebensmittel von weit her heranfahren müssen, transportieren müssen, wird das auch nicht klimaneutral vonstatten gehen. Deshalb ist das wichtig, dass wir die Landwirtschaft da auch trotzdem auch in Europa behalten. Wie geht das jetzt weiter? Was sind die nächsten Etappen? Dies ist ja jetzt kein Legislativvorschlag, den wir hier besprochen haben. Wir hatten gut zusammengearbeitet, um einen ambitionierten Text hier durchzubringen. Was sind in deinen Augen die nächsten Etappen? Also zunächst mal merkt man, dass der Christoph Hansen nicht nur ein guter Fragesteller ist, sondern selber ein Experte. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich ihn in der Arbeitsgruppe habe für Umweltschutz, weil er beruflich in dem Bereich vorher gearbeitet hat. Wie geht das jetzt weiter? Die Resolution richtet sich an den Rat der Staats- und Regierungschefs. Und wir möchten, dass im Mai, wenn in Sibiu in Rumänien die Staats- und Regierungschefs die Zukunft der Europäischen Union besprechen, dass sie dann ganz konkret auch einen Beschluss fassen, Europa soll klimaneutral werden. Denn wir brauchen in Europa ja immer alle Institutionen. Die Kommission hat den Vorschlag gemacht, wir haben ihn heute unterstützt. Und der Ministerrat und der Rat der Staats- und Regierungschefs ist noch nicht so weit. Deswegen war ich auch so ein bisschen unruhig, dass viele Kolleginnen und Kollegen Beschlüsse in die Resolution reinbringen wollten, die weit über das Ziel hinausschießen. Zum Beispiel wurde gesagt 100% erneuerbare Energie. Ich bin für erneuerbare Energien und ich glaube auch, dass wir in Deutschland den Weg gehen, 100% erneuerbare Energien. Aber es gibt auch andere Technologien, wie zum Beispiel die Abscheidung von CO2 oder die Kernfusion. Und wir können heute nicht sagen, dass das 2050 auf keinen Fall gemacht werden soll. Und der Ministerrat, zum Beispiel Frankreich, tut sich natürlich schwer oder auch Polen mit einer Aussage 100% Erneuerbare. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir uns auf dieses große Anliegen konzentrieren. Wir wollen klimaneutral werden. Und was dann die einzelnen Mitgliedstaaten an Technologien anwenden, um dahin zu kommen, das ist die zweitwichtigste Frage. Da kann man sich später drüber unterhalten. Also das ist jetzt der wichtige Punkt, dass die Staats- und Regierungschefs das annehmen. Und dann werden wir nach der Wahl darüber diskutieren müssen, wie wir es konkret umsetzen. In jedem einzelnen Bereich Strategien machen, Pläne machen und immer unter der Überschrift, bei Nahrungsmitteln gilt es genauso wie bei Stahl, das Weltklima wird nicht gerettet, wenn wir die Produktion einstellen, sondern wir sind ein Vorbild für die Welt. Das sehen wir jetzt schon. Es wird in vielen Ländern nachgeeifert und alle sind interessiert an unserer Strategie und wollen das wissen, wie das funktioniert. Wenn wir ein Vorbild sein wollen, dann müssen wir sowohl bei Nahrungsmitteln als auch bei energieintensiven Produkten zeigen, dass es geht und nicht, dass wir dann einfach aufhören, die zu produzieren. Vielen Dank, Peter Liese. Es ist also so, wir müssen gucken, wir haben als Hausaufgabe hier am Parlament schon mal gemacht. Ich so noch vielmals merci für den Untrieb, die Jung als Kind haben. Das war ein guter Aussatz. Wir haben den abgeholt. Wir leiten den Ball effektiv, wie den Peter Liese sagt, bei den nationalen Memberstaaten. Bei den Memberstaaten, die sich bei einem großen Sommet werden Rumänien treffen am Mai. Und da gilt es dann, die Sachen auch mal abzuholen, für das am nächsten Mandat die Kommission mit einer ambitiösen Proposition kommt. Eine ambitiöse Proposition, die aber auch muss umsetzbar bleiben, wenn wir wollen, weiter hier an Europa können die Forschung betreiben, wir wollen hier an Europa können Produktion halten und wir wollen eigentlich Standards für die ganze Welt setzen, die Höchststandards in puncto Naturschutz. Dafür muss man zusammen schaffen und zusammen lehnen. Ich so nicht vielmals merci für die Nullausstung bei meiner Sendung, den Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen und hoffentlich bis geschwind.